nennen wir es einfach Volksmusik. Warum nicht? Eingängige Rhythmen und ebensolche Texte treffen auf gute Laune. Ornsno. Das sind Michi, Phil, Meni und Franz. Balkan-Techno-Reggae-Landler-Mix-Experten und Bayerisch-Speaker. Ich komme aus Ungarn, kann kein Englisch, aber dafür kann ich halt Bayerisch. In Niederbayern aufgewachsen, lebe in Niederbayern und ja, da ist Sashi. Ja, ich bin ein halber Grieche, also ich bin zweisprachig. Weiß-blaue Mischung, da kommen wir mit den Farben nicht so durcheinander. Und eigentlich ist Bayerisch oder Münchnerisch ist unser Esperanto, also das ist so unser kleinster gemeinsamer Nenner, wo wir uns verständigen. Und deshalb singen sie auch auf Bayerisch, nachdem es mit Englisch und Hochdeutsch einfach nicht so gut klang. Zu Konzerten fahren die vier mit dem Zug, meistens mit dem Bayern-Ticket. 2015 ging es los mit Ornsno. Gleich ein Sieg beim Gstanzl-Slam im Hofbräuhaus, danach der Fraunhofer Volksmusikpreis und ihr erster Hit. Und da hat mein Onkel Werner gesagt, oh, also, ja, ich hab so einen Spätzl immer, wenn ich mit dem im Wirtshaus bin, dann sagt er, eine meine Backe noch. Und da habe ich gedacht, bingo, das ist doch eine geile Nummer. Und dann hat sich das Lied quasi von selber geschrieben. Also es hat 5 Minuten gedauert, dann war es fertig. Ich meine, dieses Ein Prosit der Gemütlichkeit, das ist halt eigentlich ein sächsisches Trinklied, wo wir uns denkt haben, nach 150 Jahren kann man eigentlich auch mal was Eigenes schreiben. Und dann halt nicht ein Prosit, sondern eine meine Backe noch. Der Volksmusik. Klangmalereien in Bayerisch. Und 1, 2, 3, 4. Meni und Michi spielten vorher in einer Balkan-Coverband. Auf der Olden Wiesen hörten sie junge bayerische Mundartmusiker und beschlossen, das kennen wir mir auch. Weitere Einflüsse? Alles, was sich in der Münchner Innenstadt aufschnappen lässt. Von der Klangkulisse einer Dönerbude über Jugo-Pop im Hinterhof bis Polkatanz im Biergarten. Ja, englischer Garten zum Beispiel ist eher so eine typische ukrainische Akkordfolge, wo wir halt dann eben eine andere Melodie drauf machen und dann entsteht halt dann sowas. Und uns ist eigentlich schon wichtig, sowohl was die Texte betrifft, als auch die Musik, dass da ein bisschen mehr Hirn dahinter steckt, als es auf den ersten Blick den Anschein erweckt. Die Antwort auf Fake News und Verschwörungstheorien. Auf YouTube, da wirst du informiert, da lernst du, wer unsere Welt regiert. Ob Krieg, ob Hunger, Wurscht, welcher Ärger, die Freimaurer waren und die Buiderberger. Der Refrain eingängig und tanzbar. Wir können ja alles machen. Wir können von Techno bis Reggae, Ska, Rumba, alles machen. Das kann nicht wahrscheinlich eine Blaskapelle nicht so. Inzwischen werden Ornsno-Songs von anderen Bands, Blaskapellen und sogar Schulklassen gecovert. Das Süßeste, was wir gehabt haben, das war eine Aufnahme von der 4. Klasse, glaube ich, Grundschule. Da haben wir Projekte über die Stadt Wien gemacht und über die Stadtgeschichte. Und da bietet sich natürlich das Liedl an und das haben die dann auch im Musikunterricht einstudiert und gecovert, ja. Eine Zeit lang hatte die Band übrigens keinen Namen. Das Publikum wusste da einen. Da muss ich denken, das ist eigentlich ein schöner Bandname. Also Zugabe klingt auch nicht schön, oder? Das klingt so nach Lebensmittelergänzungszusatzstoffe oder so. Und Ornsno, das geht so leicht vor die Lippen. Die Texte von Ornsno klingen immer bayerisch, sogar wenn sie auf Griechisch gesungen werden. Und
Eins Moni geht noch. Oder auch nicht. Ja, seid super.